Hallo zusammen, du bist der Crown Cletus oder der Chris. Ich hoffe, es geht noch gut. Ein bisschen den Samstag am Geniessen. Der eine oder andere muss vielleicht noch arbeiten oder ist noch am Arbeiten. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr so oder so eine mehr oder weniger gute Zeit habt. Eher mehr sogar. Ihr seht hier, ich bin ein bisschen am Steg Electronics Werbung machen, Steg-Computer. Ist ja ursprünglich aus dem Wallis, wenn ich mich nicht ganz trompiere jetzt gerade. Und ja, mittlerweile sind sie ziemlich in der ganzen Schweiz verteilt und eben schon einen guten Laden. Und ich bin auch Fan von Digitec. Aber Digitec hat zum Teil gewisse Komponenten, die sie nicht so gut liefern können wie Steg. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen sehr viel Zeit investiert und habe mich wieder mal so ein bisschen auf einen neuen Stand gebracht, was so in Bezug auf PC selber bauen abgeht. Weil, auch wenn ich das mal gelernt habe, glaube ich, die letzten 3 PCs, die ich gekauft habe, waren einfach Komplettsystem gewesen. Man wird halt zum Teil auch ein bisschen faul, aber das passt auf jeden Fall. Jetzt muss ich schauen, dass da nicht der Bildschirmschoner reinkickt, dass ihr auch seht, was ich da machen bin. Und eben, viel Zeit investiert, kleine gelesen, was abgeht, Motherboard-mässig, Prozessor-mässig. Und das ist dann eigentlich dabei rausgekommen bei diesen Abklärungen, weil die Sache ist eigentlich die, jetzt habe ich mir ja hier die dicke Asus 79, 70er, was auch immer gekauft. Und mein Prozessor ist eben fast ein bisschen schwach, um die ausreichend mit Daten zu versorgen teilweise. Darum habe ich dann überlegt, okay, ein neuer Prozi wäre vielleicht wieder mal angesagt. Wie gesagt, im Laptop habe ich Intel Nvidia-Kombo. Dann wäre es eigentlich noch interessant, wenn ich dann im PC, im Desktop AMD hätte. Und ich weiss, dass es gewisse Leute gibt, die das nicht so cool finden, alles zusammen. Und das eine ist besser als dieses. Das ist auch recht. Man kann eh seine eigene Meinung haben. Aber bei mir geht es wirklich darum, ich möchte dann auch eine Möglichkeit haben, zu vergleichen. Und darum macht es eben schon noch Sinn, dass ich dann im Desktop jetzt auf AMD setze. Also. Dann ist es so, habe ich ja kurz im Grafikkartenvideos angesprochen, vielleicht, ich bin jetzt nicht einmal sicher, die Sache ist eben die, auf jeden Fall, mit dem Asus Mainboard kann man dann irgendwie ganz so spezielle Powerüberwachungen mit der Grafikkarte machen. So. Also wäre auch interessant, durch die Kombination mal auszuprobieren. Darum würde ich mich hier für das Crosshair V Formula Z entscheiden. Dann bei den Prozis habe ich ein bisschen geschaut und der 8350er, der ist glaube ich schon easy. Der tut auf jeden Fall auch in Zukunft noch gute Arbeit verrichten. Vielleicht liege ich aber auch daneben. Ich wäre sowieso froh, wenn der eine oder andere, der ein bisschen rauskommt, auch noch ein bisschen Kommentar hinterlassen, ob ich hier komplett im Krut raus bin oder ob es noch einigermaßen geht. Dann ist es so, für einen Kühler habe ich mir sehr lange hin und her überlegt, soll ich Wasserkühlung einbauen oder nicht? Und ich habe sehr viele Artikel darüber gelesen. Es gibt ja auch sehr viele Meinungen darüber und zum Teil auch ein bisschen falsche Meinungen, weil Wasserkühlung ist nicht per se besser als Luftkühlung. Im Gegenteil, hier der Noctua NHD14, das ist ein riesen Monster von einem Lüfterkühler mit 2 Ventis, Kühlgrip und alles zusammen. Und der kann einiges an Wärme abführen, da muss die Wasserkühlung recht Gas geben. Der Vorteil der Wasserkühlung ist, dass es nicht so viel Platz braucht, unmittelbar jetzt auf dem Prozessor, der Grafikkarte oder vom PC. Aber ja, wirklich besser kühlen ist nicht unbedingt jetzt mit dem Wasser das grösste Pluszeichen, wenn überhaupt eben das Pluszeichen, sondern ändert, dass man die Wärme durch abführen kann, wo man das eigentlich gerne möchte und wo man auch Platz hat. Wenn man auf Luft setzt, muss er halt gerade oberhalb oder gerade unmittelbar am Prozessor die wegführen. Darum, der nimmt auch viel Platz in den Noctua, aber wenn man ein entsprechend grosses Gehäuse hat und eben auch ein Mainboard, das dafür ausgelegt ist, geht das schon. Also dann ist es folgendermaßen, ich habe noch 8 GB RAM in meinem jetzigen PC drin, ich finde 8 GB Länge, es gibt noch nichts, wirklich noch nichts, wo mir begegnet ist, was so viel RAM wirklich voraussetzt. Also das ist genug. Ich muss schnell schauen, welcher Typ das ist, vielleicht muss ich dann gleich noch ein paar neue haben, aber RAM sind ja zum Glück nicht so teuer. Dann ist es eigentlich folgendermaßen ein bisschen hin und her überlegt und muss sagen, wenn ich schon so eine Highspeed-Maschine zusammenknalle, dann habe ich mir auch den SSD rein. Und ja, weil die richtig gross ist, ist schon noch unglaublich teuer, habe ich gedacht, mit 240 GB fahre ich eigentlich nicht schlecht. 240 GB mal vielleicht nicht nach so viel tönen, aber ich habe mir dann überlegt, wenn ich das Windows und 5, 6 Games installiert habe, vielleicht noch das Office, wenn es muss sein oder so,
Dann lenkt das Führung, weil alles andere habe ich sowieso auf meiner externen HD, die das Terra, und dort kann ich dann hin und her wechseln, alles wirklich gechillt. 240 GB sollten länger. Es wird der absolut, ja, was heißt schon, ja gut, es war so iTunes, Musik und so, ja, das ist egal, das muss ich dann schauen. Auf jeden Fall möchte ich gerne einen SSD reinhauen, wie gesagt. Und dann, hier mit dem Netzteil bin ich ein bisschen unschlüssig gewesen, weil die Sache ist eigentlich die, wenn ich mir schon so einen dicken PC jetzt kaufe, möchte ich mir dann vielleicht mal auch das Crossfire-Zeug ausprobieren mit einer zweiten Grafikkarte, und da ist es schon wichtig, dass ich wirklich Leistung satt habe. Jetzt bei 7970er sagen sie, dass die, glaube ich, Maximum 450 Watt aufnimmt. Das verdoppelt hätten wir 900 und der Prozessor nimmt eventuell auch noch einmal 150. Aber ja, ihr seht, sind wir über 1000 schon und noch ein paar Ventis. Ja, es gibt einiges, was dort noch ein bisschen saugen kann. Darum 1200 ist eigentlich das Minimum. 1500 hat mich gerade ein bisschen überrissen gedacht. Und habe ein bisschen Tests gelesen und hier der Corsair AX 1200i scheint eben ganz eine gute Sache zu sein. Vor allem I steht für Intelligent und dann noch so ein bisschen den Strom besser, keine Ahnung, behandeln oder so. Auf jeden Fall scheint das noch etwas Gutes zu sein. Und jetzt, das war am schwierigsten gewesen, das Gehäuse auszuwählen. Nicht, weil ich irgendwie bluffen mit dem Aussehen von dem Teil oder so, es steht unter dem Tisch und ist mir von dem her gleich. Aber es gibt eben schon noch ein paar Sachen. Und auch wenn sie jetzt hier bei Steg zum Beispiel gerade nicht wahnsinnig viel Gehäuse haben, also sie haben schon viel, 75 Teils, aber ich möchte eben unbedingt das Big Tower Gehäuse, damit ich auch vor der ganzen Luftzirkulation und so, von den Komponenten, alles zusammen schön drinnen Platz hat. Dann tun wir das noch abbrechen auf 10 Gehäuse und die habe ich mir eigentlich fast alle angeschaut. Jetzt, der Cooler Master Cosmos 2, der teuerste, ist so ein bisschen am Sportauto empfunden, fast so ein bisschen mit Flügeltüren und viel so fancy Zeug. Aber hat mir nicht gefallen, ist mir zu teuer. Optisch sagt er mir auch nicht so zu. Und vorne die Blenden hier kann irgendwie runtergleiten, aber auch nur Welt zu langsam. Und ja, ich weiss nicht genau. Hat mich nicht überzeugt, muss ich sagen. Wirklich für diesen Preis ändern nicht. Dann sind wir hier bei der Cooler Master, der HFX und HFX Nvidia Edition. Ich habe ja momentan so eine Nvidia Edition, ja, Cooler Master auch. Ein bisschen kleiner, glaube ich, ein MIDI Tower ist das. Und der ist dezent grün mit primär schwarz. Und hier finde ich das Grün, also grün ist meine Lieblingsfarbe, aber das ist irgendwie ein bisschen zu hart, muss ich wirklich sagen. Sonst ist er gut. Die Spielerei hier für die Grafikkarte zu befestigen ist sicher noch hilfreich. Und dann ist es so, dass er hier auch einen kleinen Lüfter hat, für die Grafikkarte direkt zu kühlen. Er ist extrem ähnlich wie der jetzige Tower und ich finde den schon gut und stylisch, aber möchte gerne etwas anderes ausprobieren. Ich meine, hier der HFX, der ist eigentlich genau gleich, hat einfach nicht Nvidia-Branding, sonst eigentlich ähnlich. Das Gute ist nur, dass er hier auf der Seite, jetzt muss ich nur mal herklicken, auch noch einen Fan hat, der reinbläst, direkt auf die Grafikkarte. Kann zum Teil auch ein Problem werden, je nach Größe der Grafikkarte. Nein, wirklich, glaube ich, schon eine gute Sache, aber nicht für mich. Also gut, dann sind wir eigentlich bei diesen zwei, wo ich schlussendlich, ja, unter dem Strich für mich als Entscheidung gewählt habe, hier der Storm Striker und der Storm Trooper. Gehe ich näher darauf ein. Obsidian 800D finde ich es schlicht, ist sicher auch nicht schlecht, aber nein, der sieht aus wie so ein PC, der im Geschäft auf dem Tisch stehen hast und so. Und dann hier die NZ-XTs, sie sind schon auch easy, aber haben mich jetzt auch nicht irgendwie speziell angemacht oder überzeugt. Das Design ist sicher auch gut, aber ihr seht, der ist eigentlich fast schon ein bisschen kleiner. Und ist jetzt auch, gut, oben die 2 Lüfter ist sicher nicht schlecht. Nicht so mein Ding. Ja, so einfach ist es auch. Und jetzt müsst ihr euch noch schnell da reinziehen. Ich weiss, du bist schon ein Moment am Text jetzt. Ich hoffe, es ist auch das eine oder das andere dabei, was euch interessiert oder eben Tipps, die ihr geben könnt. Jetzt ziehen wir uns schnell den Thermal Take rein. Hure schräg, das ist voll so ein Steampunk, Wolkenkratzer, was auch immer Gerät und ist, glaube ich, schon noch gut vor Verarbeitung und alles, aber nein, er sieht nicht scheiße aus, er gefällt mir einfach überhaupt nicht, so muss ich sagen, ja, wirklich, darum nein. Kommen wir zu diesen zwei und sie sind eigentlich genau gleich, ich tue es jetzt schnell am Storm
Striker zeigen, weil der gefällt mir eigentlich ein bisschen besser. Nicht, weil er weiss ist, weil ich bin sonst eigentlich einer beim iPhone oder wo immer beim Auto kannst weiss oder schwarz wählen, ich mehr schwarz. Finde ich einfach, sieht immer besser aus. Weiss ist so ein bisschen Schickimicki-Style, aber das ist natürlich auch in Ordnung. Und wieso, dass ich mich trotz allem für einen Weiss entschieden habe, ist, weil der hier so ein Sichtfenster hat. Und das ist auch nicht unbedingt wieder zum allzu krasse LED-Christbäume dort rein aufzustellen, sondern es ist halt gleich noch interessant, wenn man dann ein paar spezielle Komponenten im PC hat, dort geschwind drauf schauen kann, drehen die Lüfter, sind die Lichter am Blinken oder so. Ein kleines Detail, das aber mir eben schon noch wichtig ist. Beim Schwarzen kann man den Seitenbereich extra kaufen, aber dann zahlst du schnell wieder drauf. Darum nehmen wir mal den Weiss. Mal zum Ausprobieren. Jetzt folgendes. Die ganzen Kabelmanagement-Bereiche hier sind sehr gut mit dem Plastikzeug abgedeckt, habe ich gelesen. Hier unten hat man sehr viel Platz. Nicht die 2 Lüfter, die momentan seitlich gehen, kann man auch so drehen, dass sie von vorne reinziehen, was in meinen Augen viel besser ist. Hier oben haben wir einen kleinen Lüfter, der rausbläst. Und oben ist einer, der auch reinzieht, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und die Sache ist die, unten hat es auch noch einen, glaube ich, etwas, das reinsaugt, hier auch, oder, naja, irgend so etwas. Auf jeden Fall hat es hier oben einen Filter drin, es hat hier vorne einen Filter drin, also alle Lüfter, die ansaugen, haben noch einen kleinen Filter. Und für die vielleicht schon mal den PC aufgemacht haben, das Teil ist aber so staubig, darum finden die Filter eigentlich schon etwas Geniales. Was ich auch noch genial finde, aber man hier nicht ganz so gut gesehen, ist, er hat oben dran noch so einen Tragegriff. Und klar, ich nehme den nicht jeden Tag aus dem Büro und ab ins Wohnzimmer oder was auch immer. Aber zum Teil wird ein umgestellt, zum Teil wird etwas aufgeschwingt. Und wenn ich jetzt nicht gerade unbedingt der Laptop, der ja schon sehr mobil ist, möchte mitnehmen, weil ich vielleicht das AMD-Setup unten im Keller möchte testen oder was auch immer, egal, ist es noch easy, wenn man einen Tragegriff hat. Das ist etwas, was ich an den PCs eigentlich immer ein bisschen vermisst habe. Sonst nichts wahnsinnig Spezielles. Hier sieht man noch einmal den Tragegriff. Ist auch so ein bisschen futuristisch designt, aber eben das steht unter dem Tisch, das Teil, und das spielt das keine Rolle. Wichtig ist mir der Platz, die Anordnung von den Lüftern. Das Kabelmanagement muss eben auch gut gemacht sein, keine scharfen Kanten und so. Und der Rest ist mir eigentlich gleich. Und eben, ich habe mich jetzt für den Weiss entschieden. Pardon, kleiner Rülpser, weil der Schwarze, da sieht man es gut. Das ist die Seite vom Schwarzen und finde ich jetzt schon ein bisschen trist. Also, Geschmackssache. Jedem das Seine. Ja, das wär's. Das kommt auf eine Gesamtsumme von 1338, also schon noch einige Kröten. Aber ja, was willst du machen? Wenn man ein bisschen experimentieren und das Zeugs nicht geschenkt bekommt, muss man aber ein bisschen halt in die Tasche greifen und unsere Wirtschaft wieder ein bisschen ankurbeln. Das wäre etwa so ein bisschen das, was ich mir überlegt habe. Und jetzt, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, wäre ich froh, wenn ich ein bisschen Feedback bekommen würde. Fanboys können sich auch melden. Aber es hilft natürlich nicht unbedingt viel, weil eben konstruktiv argumentieren und auch ein paar Gründe anführen, wieso das jetzt dieses oder jenes besser sein oder so ein bisschen in dieser Richtung. Und dann können wir hier ein richtiges, schönes Thema aufbauen, in Bezug auf einen neuen PC zusammenstellen, ein bisschen durchdrehen. Es ist sicher nicht das Beste vom Besten, aber schon so gewählt, dass es auch für ein Zeitchen näher wird genug Power haben. Ja, das wäre es zusammenfassend. Mal wieder ein kleines anderes Video, euch vielleicht ein bisschen involvieren, wenn ihr da auch mögt tippen, und wünsche euch noch weiterhin ein schönes Weekend. Macht's gut, ciao zusammen.